Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, FC Bayern verlängert mit Konrad Laimer. Da gehen wir kurz durch und dann sage ich euch meine Meinung zur Vertragsverlängerung. That's the plan. Und in diesem Sinne, wenn euch gefällt, was ihr seht, hypen, liken, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts verpasst. Und falls ihr euch überlegt, für die Verlängerung von Conny Laimer, die mit Sicherheit nicht ganz günstig war, euch das ein oder andere Bayern-Trikot zu gönnen, dann hier im FC Bayern Online-Shop. Nutzt gerne den Link in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue, wa? Und kostet euch keinen Mehrwert, außer auf den Link zu klicken, anstatt direkt auf dem FC Bayern Fanshop. Ja, gehen wir es kurz durch, bevor ich meine 2 Cents dazu sage. FC Bayern verlängert mit Konrad Laimer. Der FC Bayern und Konrad Laimer haben den Vertrag des österreichischen Nationalspielers bis zum 30. Juni 2029 verlängert. Der 29-jährige Defensivmann spielt seit der Saison 23-24 für die Münchner, mit denen er bisher 2 deutsche Meisterschaften sowie je einmal den DFB-Pokal und den deutschen Supercup gewann. Max Eberl: Wir freuen uns, dass Conny weiter seinen Weg beim FC Bayern geht. Verlässlichkeit auf Top-Niveau hat seinen Namen und mit seinen Fähigkeiten und seinem Charakter ist er ein wichtiger Teil des Teams. Gehe ich mit? Er ist ein Spieler, der andere mitreißt und motiviert und das jeden einzelnen Tag. Christoph Freund: Wir schätzen Connys Vielseitigkeit, Leidenschaft und Konstanz enorm. Er ruft beständig seine Qualitäten ab, Saison für Saison, Spiel für Spiel. Er ist ein Vorbild, weil er keinen Ball verloren gibt, sich kontinuierlich weiterentwickelt und auch in der Kabine ein wichtiger Faktor ist. Konrad Laimer: Für mich ist es etwas Besonderes, im Trikot des FC Bayern aufzulaufen. Ja. Ich habe schon oft betont, wie happy ich in München bin und dass es riesig Spaß macht, in dieser Mannschaft Fußball zu spielen. Das habe ich von Tag 1 an hier gespürt. Ich kann dem Team auf vielen Positionen helfen und möchte weiter jede einzelne Sekunde alles für den FC Bayern geben. Mit dieser Mannschaft ist immer alles drin und ich freue mich schon jetzt, wenn die Saison wieder losgeht. Ja, das die kurzen Stimmen dazu. Bis 2029, wie wir gesehen haben. Zahlen kennen wir natürlich nicht. Keine Ahnung, wenn ich tippen müsste. Würde ich denken, Conny ist in die 12 Millionen Riege aufgestiegen. 12, 12,5, irgendwie so um den Dreh. Vielleicht ein bisschen leistungsbezogener noch mit ein paar Boni für Meisterschaft und so weiter. Oder ein bisschen weniger und hat dafür ein Handgeld gekriegt. Ich weiß es nicht. Schwer zu sagen. Conny Laimer hatte große Vorstellungen. FC Bayern hat irgendwann eine klare Linie gezogen, was völlig fein ist. Wie gesagt, ich gehe davon aus, er ist so in die 12 Millionen Riege aufgestiegen. Ich glaube, er war vorher noch darunter. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Finde ich persönlich dann auch angemessen, so im Zusammenhang der anderen Spieler, dass man natürlich hoch eingreift, wenn so ein Alphonso Davies bei 15 bis 20 Millionen liegt, denke ich, ist völlig legitim, völlig normal. Conny Laimer ist natürlich viel, viel mehr wert gewesen als Alphonso Davies für diese Mannschaft. So, ja. Das ist halt so ein bisschen das Problem, was man sich selber geschaffen hat. Haben wir oft genug darüber diskutiert und geredet. Ich persönlich finde es gut, dass Conny Laimer verlängert hat. Ähnlich wie es ein Freund gesagt hat, ähnlich wie es ein Max Eber gesagt hat, Conny Laimer ist ein absoluter No-Brainer. Und wenn das im Rahmen ist, man darf halt auch nicht vergessen, das muss man auch mal ganz klar sagen, wenn man mal so die ganzen Pakete sich anschaut. Conny Laimer hat damals keine Ablöse gekostet von Leipzig, hat jetzt nicht übermäßig viel verdient und wird jetzt im guten Niveau liegen, denke ich. Und das hat er sich auch verdient. Also Conny Laimer ist ähnlich, wie es da genannt wurde. Er ist halt einfach vorbildlich. Ja? Ja, und das ist kein Spieler, wo du auch nur einmal. Ich sag's anders. Conny Laimer ist das Gegenteil von Leroy Sané. Bei Leroy Sané, ob gewollt, ungewollt, hat man immer den Eindruck, so der, ja, ich habe so zweimal in 90 Minuten Bock. Ja? So bei Conny Laimer ist genau das Gegenteil. Der hat immer Bock. Den klappt nicht immer alles, manchmal auch ein bisschen zu übermotiviert, so gar keine Frage, ja, ist kein perfekter Spieler, aber du brauchst diese Art Spieler in der Mannschaft. Haben wir immer gehabt. Erinnert euch an, keine Ahnung, nimm Jens Jeremies, nimm Tanetana, nimm Olic, nimm Brazzo als Spieler. Das waren alles solche Art Spieler, ja. Und die brauchst du in deiner Mannschaft. Du kommst nicht nur weiter, wenn du nur Zauberer hast. Hast du gesehen bei Spanien gegen Frankreich. Ja? Du brauchst halt auch diese Art Spieler.
Und der andere große Vorteil ist, ein Conny Leimer deckt 3 Positionen ab und deckt 3 Positionen sehr, sehr gut ab. Ja, eigentlich sogar 5 meiner Meinung nach. Conny Leimer ist mittlerweile ein guter Außenverteidiger, kein sehr guter, so da brauchen wir nicht drüber reden, ja. Aber für die Bundesliga reicht das alle Male und das auf der rechten wie auf der linken Seite. Die linke Seite zusammen mit Luis Diaz, boah, war sehr stark. Da ist natürlich jetzt ein Nathan Brown, der das nochmal auf ein anderes Level heben wird. Wie gesagt, ich persönlich sehe Stunny auf der rechten Verteidigerposition gesetzt, aber Conny ist die erste Alternative. Conny Leimer ist aber auch eine Alternative für die Zentrale. Ja, da kommt er her. Und das kann er. Er kann einen sehr, sehr guten, direkten Ball in die Tiefe spielen, hat ein Auge dafür, hat einen guten Schuss, ist im Gegenpressing natürlich eine absolute Maschine auf dieser Position ähm, und steht da in der Konkurrenz vielleicht zu einem Joshua Kimmich, ja, wenn sich mal getraut wird, diesen Spieler sportlich in Frage zu stellen. Conny Leimer kann natürlich auch die rechte Mittelfeld- und die linke Mittelfeldseite spielen. Ich denke, das sollte auch außer Frage stehen. Ja, ist natürlich dann kein Olisse oder Luis Diaz oder Jamal Musiala oder Saibari, aber er kann das mit Sicherheit spielen. Ja. So, also ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Geschichte für uns und ja, es bleibt oder ich wünsche ihm, dass er vielleicht seine Chance auch in der Zentrale bekommt. Ich rede und bete da seit Jahren drum, ja. Und ich glaube, mit dem Abgang von Leon Goretzka, wo man natürlich einen Spieler verliert auf dieser Position im Gegensatz zum letzten Jahr und man hat einen Aseko verkauft und nicht behalten, denke ich, ist Conny Leimers Chance, dass er auch mal auf dieser Position spielen darf, auf jeden Fall gestiegen. Ich denke, Pavlo ist öfter mal verletzt. Tom Bischof hat man jetzt noch nicht so das 110-prozentige Vertrauen gegeben. Von daher kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir auch mal einen Conny Leimer in der Zentrale sehen werden. Ja. Für mich wäre es natürlich grandios, wenn ich ihn mal zusammen mit Tom Bischof sehen würde. Und nicht, meine Flasche piept. Und nicht nur mit Kimmich. Das wäre ein Traum. We will see, was die Saison bringt. Ja, wie gesagt, für mich eine absolute No-Brainer-Verlängerung. Ich denke, man wird sich da auf eine faire Geschichte geeinigt haben. Und ja, nochmal, wenn es einer verdient hat, dann Conny Leimer. Ja. Ich denke, wie es da auch gesagt wurde, das ist auch wichtig für so eine Mannschaft. Ja, man sieht das immer ganz schön bei Real Madrid so, wenn die da alle in ihren Diven-Modus verfallen, das wirst du beim FC Bayern nicht haben. Du hast mit Luis Diaz, der nochmal eine Schippe drauflegt, und Conny Leimer 2 Spieler, die das einfach vorleben. Da gibt es kein, ey, ich laufe hier heute nur auf 80% rum, so wie es gerade in Jamal Musiala zum Beispiel tut. Ja? Das gibt es da einfach nicht. So. Ja? Und das ist natürlich auch ein Zeichen an jeden jungen Spieler, der dahinter ist und danach kommt. Ne? Und das baut natürlich auch Druck auf. Das baut Druck auf den Stunny auf, das baut aber auch Druck auf irgendwelche zentralen Mittelfeldspieler auf. Und nochmal, das ist ein Spieler, der 3 Positionen adäquat besetzen kann. Und von daher ist es völlig fein. Ja? Und wenn man mal sich die Verletzten-Historie anguckt, war Conny Leimer hier, wir klopfen auf Holz, lange nicht mehr irgendwie länger verletzt. So. Ja? Also so, dass er wirklich da ein wichtiger Faktor ist. Und wie gesagt, auf der linken Seite sehe ich persönlich ihn nicht mehr. Ich denke, da ist ein Brown über alles gesetzt. Der bringt da ein ganz, ganz anderes Level rein als Außenverteidiger. Aber auch der wird natürlich seine Pausen brauchen oder ist mal angeschlagen oder sonst irgendwas. Und dann hast du einfach einen Conny Leimer da in der Hinterhand. Ja? Und nochmal, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass wir einen Conny Leimer öfter in der Zentrale sehen werden. Und hier alle Daumen gedrückt, hier so und Finger gekreuzt und alles. Und ey, ich habe nichts gegen Josh. Wenn Josh Leistung bringt, was er letzte Saison am Anfang der Saison getan hat, ey, dann kann er da ja auch gerne auf dieser Position spielen. Wenn er aber keine Leistung bringt, was zum Ende der Saison hin war, was jetzt bei der WM war, wenn auch auf einer anderen Position, da muss es auch möglich sein zu sagen, ey, Josh, komm,
komm mal klar, du bist mal raus ein Spiel. Oder du bist 2 raus, du bist 3 raus, ja? Und dann ist es wichtig, dass du neben Pavlo und, ähm, Bischof, die jetzt noch nicht so super viel Erfahrung haben, da noch mal 'n Erfahrenen in der Zentrale hast, ja? Und mit Leon Goretzka ist dir dann super Erfahrener weggebrochen und mit Conny Leimer hast du dann einfach da noch einen super erfahrenen Spieler, ja? Und ich glaube, das war auch ein Faktor bei der Verlängerung, ja? Und das war dann wahrscheinlich auch der Faktor, dass man Aseko weggegeben hat, ähm, einfach weil es sonst too much ist auch, ja, von der Kadergröße, so. Ja, dafür haben wir einfach zu viele Spieler, die halt variabel sind, ne? Und ja, meine Meinung hier, Daumen hoch für die Verlängerung von Conny Leimer. Und klar, wir kennen die Zahlen nicht. Sollte das jetzt da irgendwie bei 20 Mille sein, dann natürlich Daumen runter, so. Wird nicht sein, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, auf der anderen Seite, dann musst du halt einfach mal Spieler wie Alphonso Davies, veräußern und dann ist auch alles gut, ne? Von daher nochmal meine Daumen gehen hoch für Connys Leimer Verlängerung und ich freue mich darauf, Conny nächste Saison bei uns zu sehen und ich freue mich darauf, ihn eventuell auch mal in der Zentrale erleben zu dürfen. Und ich glaube, da wird der ein oder andere sehr, sehr überrascht sein, wie gut er in das System, Vinny Kompany in der Zentrale passen könnte. Ja, meine Vorhersage. Rot-weiße Grüße gehen raus. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.